sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus liebt. Er die Lilie im Tal. Goedemorgen Sola, Mr. John Peters hier van deel met de Lia uit Gottes Woord. We zijn in Matteaus kapitel 5, vers 19 en 20. We gaan daar in Matteaus brief, wat we voor zijn. Wer ihn kennt, der hat ihn gern. Vom Herrn tut und er hilft allen, also Zo nog wel een goedemorgen Sola, nu voor de nächste 15 minuten. Kijken we Gottes Woord aan en dan loopt dat gewoon je Duitse programma. Zo Jezus staat hier in de bergpredigt, in Lia. En er zijn een paar dingen wat ik wil blijven op te dagen over deze Lia. Nummer 1, dit is nog in den Oude Bund. De nieuwe Bund, die vangt hier aan een ervaring te komen. Aber de nieuwe Bund wordt geziegeld met bloed. Bloed wordt immer gebruikt om een bund mee. En de nieuwe Bund, die vangt aan met Jezus in bloed. En Jezus heeft hier nog niet bloed vergoten. Hij is erst nog niet gekreuzigd worden. So hij leert hier in een oude testamentliche tijd, een oude testamentliche leer, te mensen wat plus het oude testament kende. En zo de boodschap hier immer, dit komt wat niet, dit komt wat beter. En zo Jezus moest, en Jezus weet dat mensen kan bloos zo en zoveel verdrijven. So hij deed deze leer brengen, om een aanvang maken naar de nieuwe bund. So du werden aan denken. Alright, dat je van deze dag nog eenmaal prediger, ik kan meest goed horen wanneer een prediger een oude testament boodschap brengt en een nieuwe testamentliche tijd. Zum Beispiel, een prediger wordt vielleicht sagen, oh, dat regent niet in Seminole, Texas, wegen wir zijn alle so eingehorsam, wir zijn alle hoogmütig, en wir sollen uns mal verdämmigen, en wir sollen mal Gott segnen, zodat we drehen. Dat is oude testamentliche leer. Wegen het Oude Testament had een bund, dat heet ze staat. Wanneer die zo en zo is, dan wordt God zo en zo. Alright, dat is in het ganze Oude Testament. Zum Beispiel, God had de Israël gezegd, wanneer je mij gehoorzaam zijn, mij gehorchen, dan wil je goed doen in het land, en wanneer je mij toch laten, dan wil je slecht doen in het land. Dat Nieuwe Testament is niet zo, mijn vriend. Dat Nieuwe Testament is een tijd van genade, dat is een tijd van vergebung. Du als Jezus ons versprecher, ons Taschenhändler zwischen ons en God. En zo, ik wil immer warnen voor zo'n predikers wat lezen in het Oude Testament, zeer in de boodschappen te brengen. En dan hebben mensen even een kop genomen, die moeten zo en zo, was wordt God zo en zo. Dat is niet meer wat het schafft. God zijn zorn is tevreden op Golgotha, mijn vriend. God zijn woord is betoeld worden door zijn ene Zoon, Jezus Christus. En zo dat, wat het Seminole niet recht is, dat heeft niet met onze zin te doen, mijn vriend. Dat heeft niet te doen dat du zo onze slag bent. Oder wanneer het regent, dan nu hebben we mal bussen gedaan en je hebt het regent. Wie kan God beten voor je? En hij wordt regen geven. Du nou, aus zijn tijd en zijn wunsch wat zijn. Maar we blijven nog dat je gebed kan God ändern. Je gebed kan God sozusagen bereden. Wegen hij zegt, wat je vraagt in mijn naam, dat wordt je geven. So Jezus leert hier in de Oude Testamentliche leer te mensen wat plus het Oude Testament houden. Het Nieuwe Testament is dan helemaal geschreven worden. En zo, dat tweede ding wat ik wil erwähnen uit de bergpredigt, dat we dat ganze Judentum, het Judenvolk, de predikers, de leraars, dat we een Fariseer, een Sadduceer en Schriftgeleerde. En zo, deze duiden dat ganze theologie, de ganze leer van Israël controle. En zo Jezus staat hier meestens tegen de Fariseer reden en tegen de Sadduceer, de leer. Hij zegt in tijd over die hebben ze dit gegeerd en zo, ik zei zo. Dat worden we het nächste Mal met opvangen. Zum Beispiel,
die haben gehört, die sollen nicht daut merken. Aber ich sage, wer bloß sein Bruder da lässt, der hat gemordet. So, Jesus steht, gegen den Pharisäer, Lehr gehen. Und so, nu sagt er, ich bin die grootste boodschap voor ons Luther. Entschuldige, hier wie ein Funkcall. Und so, nu sagt er, sogar in Vers 20, wenn jene Gerechtigkeit nicht mehr was anholen, als der Pharisäer hat, dann will je nicht in das Recht ankommen. So, in anderen Worten, was der Pharisäer deuten wir artig. Und ich sage, Jesus sieht nicht so. So, nu würde die Frau dann vielleicht sagen, wo wir der Pharisäer? Wo wir der Religion? Wo wir Gottesdienst? Well, wir waren Luther an, in diese Kapitels, dass die Pharisäer hatten Glauben für die Menschen, aber allein oder ohne sich wieder bloß eine Heuchlerie. Sie lijken even voor mensen luid te beden en lang te beden. Ze lijken even auf te wijzen hoe lang ze beden kunnen. Jezus sagt, dat ze stonden sogar op de eik. En dan waar het even nog geklingert. Nou, nu wordt het Pharisäer anfangen te beden. Nu komt er aan mijn hart. Jezus sagt, goed in je kamerlein en goed in je stoefje en bid door voor God. Merkt dat persoonlijk. En zo, de Lehr, Gottesdienst, dat wir bloß für Menschen. Sie hatten noch viel abgemerkte Gesetze. Jetzt doch bekannt, abgemerkte Gesetze, wie nahe das Menschen Gesetze, nicht Gott sind. Zum Beispiel, für Gott seine 10 Geboten, hatten sie über 600 Geboten gemerkt, um die erklären. Wir die 10 Geboten gleich gut genug, die wir. Das was Gott sieht wir gut. Aber sie hatten über 600 gemerkt, um die noch erklären. Alright. Zum Beispiel, Gott hat gesagt, braucht den Sabbattag zum Verheben. Nu hatten die Pharisäer meist 50 geboten über, wo man den Sabbat angehalten. Well, so ein kostet dann, wenn eine Meal kostet gehen, aber wenn du meist eine Meal gehst, dann hast du geschafft. Und so und so. Das wird viel zu weit gehen. Und so, das wir eine Heuchlerie, das wir nicht echt persönlich würden sie vielleicht Gott nicht nur gekannt haben. Sie kennen Gott seine Geboten, sie kennen Gott seine Regeln, aber kennen sie Gott persönlich. Sind nicht viele Christen von dir? Haben sie zu tun mit Regeln, mit Geboten, das macht alle recht tun. Aber wann sind sie mal persönlich tot mit Gott? Wann sind sie mal im Gebet persönlich mit ihm? Oder haben eine Anbetungszeit? Auf einmal waren sie an, das speziell als ein Dreh, speziell als ein Druck. Ne? Alright. Und dann sagt Jesus hier, nu in Vers 19, wer einer von diesen Geboten, oder wer das wenigste von diesen Geboten wahrnimmt, den war das wenigste nahe im Königreich. Und wer diese Geboten und diese Gesetze nachfolgt, der wird groß genannt worden im Himmelreich. Alright. Und hier ist es von großer Wichtigkeit, dass wir nicht von Gott sein Wort wahrnehmen. Und ich habe diese Werk hier irgendwann gedacht, über Gebet, Herr, wo werden wir von dem Wort wahrnehmen? Well, was ich denn vielleicht werden tun ist, das sind Dinge in Gottes Wort, die hören sich euch sehr angenehm oder sehr maglich, nicht so? Zum Beispiel, Jesus sagt, wenn ihr mir wollen nachfolgen, dann wollt ihr Verfolgung leiden. Oder er sagt zu den Jüngern, in der Welt, wo ihr Troubles habt, wenn ihr meine Jünger sind. So viele Predigers brauchen wir viel Zeit, um das zu lernen. Die würden da sagen, no, Jesus ist für Rick sein, wer Jesus nachfolgt, in seine Bills werden betont worden, und so weiter. So, dort stimmt auch. Jesus, der fährt sehr sehen. Was Menschen, die die Tiere da aufdeilen zu Gott, die wollen gesehen. Das ist auch Gott sein Wort. Da wollen wir Luther nochmal von vertellen. Aber Jesus hat auch die andere Seite gesagt, wir haben was nachfolgen, das ist ein Kreuz. Das sind schwere Tiden, das wird nicht immer leicht sein. So wie man Gott sein Wort Verfall durchstehen. Nicht über die Dinge skippen, was uns nicht gefallen. Ein Beispiel, was mir beifällt, ist, wie wir würden fertig sein, wie wir kicken, was ein Tattoo hat, was sich auf Leuten bemalen oder tekenen, nicht so. Und dann brauchen wir die eine Vers und 3. Mose 1928. Das sagt, die sollst den Körper nicht beschneiden oder den Körper sollst du nicht tegnen.
En zo, dan den vers houden we ons keine Tattoos. We gaan de vers 27 lezen. Du sagt Gott, dat de Israelitische Männer sollen sich keinmal den Bord beschneiden en die sollen sich nicht de Arken van ihre Haar beschneiden. Well, ik nu neem alle haircuts. Ik neem gisteren een haircut. Ga ik nu dat je zaad gebruiken? Well, we moeten den Helden Jahresbroten in wijsheid. Oké, de hadden Mose gezegd dat we voor de Israëlieten. Vers 27 weer voor, besonders voor de priester. En de Kanaaniter, die deden zich betekenen en die ganze Körper abmessen, besonders für die Dodes. Want die sterben weer en deden ze die betekenen op ihre Hüt. En Gott sagt Israel, die zal niet zo zijn. Die zal mijn volk zijn. Ik zeg hier gleich, dat tattoos aardiger reich zijn. Dat du nou wat je ooit teken hebben en wat die uzak dafür weer. Aber im Neuen Testament, als mij genoeg aus dem Alten Testament weer, dat is ganz klar. Aber die doen mij deutlich tattoos schreiben. Ich habe keine, en ich habe, dus ik nu würde sagen, ich habe nicht geplant. Aber fertig, wenn ein Mensch sei, mit einem Tattoo, ich frage fertig, was wie die uzak. En dus fertig ein großes Zeugnis bei. Großes Zeugnis. Oder sehr wel vielleicht wem man euer denkt sein, nicht so. So, wir machen nun unterscheiden zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Nicht bloß eine Vers nehmen und an Menschen rumhungern mit dort. Wenn wir den Vers fertig haben, oder den Vers nur dem lesen, dann sind wir bald falsch, nicht so. Ich gleich was Pastor Bill Wee, wenn man sagt, du nicht bloß eine Vers lesen, aber lese das ganze Kapitel. Du nicht bloß ein Kapitel lesen, aber lese das ganze Buch. Lese nicht bloß ein Buch, aber lese die ganze Schrift. Und so, zu fertig, weil wir bloß picken an die Dinge, so wie ein Tattoo, oder wegen Haarabschneiden, oder wegen Kleidie, dann haben wir auch von Gott sein Wort wahrgenommen. Wegen Gott sein Wort, wie es immer nach Jesus Christus. Die ganze Schrift ist voll von Jesus Christus, das Alte Testament auch. Zum Beispiel, wenn es sagt, dass Noah und seine Familie deuten in der Arche nennen, dort wie eine sichere steht von den Sternen. Der Arche, das ist Jesus Christus, das ist ein Bild von Jesus Christus. Wenn alle Jahre werden Schub geopfert für den Sinn, dort weiß war da noch einer, der wird kommen, das Lamm Gottes, und er wird geopfert worden, und er wird den Sinn wegnehmen. Die ganze Schrift wies immer nach Jesus Christus. So, weil wir bloß picken an Haar, gemoldet, Kleider, so wieder, dann haben wir von Gott sein Wort wahrgenommen und verjährten von dem ganzen Bild. Und so, das von Jesus hier sagt, dort nicht von den Geboten wegnehmen oder von den Gesetzen. Und er redet hier nu von dem Alten Testamentlichen Gesetz. Er wird noch nicht gestorben. Und dann, als er gestorben wird, dann fängt ein neues Gesetz an. Ein neues Gebot. Ein neuer Bund. Das Neue Testament. Und das Neue Testament hat 2 Geboten, mein Freund. Das liegt so wohl noch kommen. Nicht? Hier sind nicht die 600, was die Pharisäer hatten. Hier sind nicht nur die Tieren, was Gott Moses gegeben hat. Hier sind 2 Geboten. Jesus redet von und Johannes redet von. Und so, Johannes sagt in seinem Buch, dass Gott seine Geboten sind nicht schwer. Und dann redet er von was die sind. Nummer 1, zu glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn und die Nächsten zu leben. That's right. Nu sagt Paulus, wer leben der hat das ganze Gesetz gehalten. Du hast es, mein Freund. Das können wir tun. 2 Geboten hat das Neue Testament. Johannes schrift davon, du den ersten Johannesbrief lesen, dann was es zu finden. Er sagt, Gott seine Geboten sind nicht schwer. Nummer 1, zu glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn. Und Nummer 2, die Nächsten zu leben zu uns selbst. Klar, so sieht Jesus. Alle Menschen wollen sein, dass die meine Jünger sind, und die Leben haben und ihr Jugend. Wow. Nu sagen wir, was du vielleicht so denken, das können wir verstehen. Das können wir tun. Dann noch besonders mit Gott seine Halt, nicht so? So, ich sage Dankeschön für Ihre Zeit. Weil wir Gott sein Wort ganz bekicken. Weil wir dann denken, das wies nicht Jesus Christus. Und nächstes Mal sagen wir dann, nu sogar bei der Mörderie. Matteaus 5 von 21 durch 26. Dankeschön für Horchen. Wissen sollte jeder Mann,